Bleib mir nicht auf der. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. Also, be ready, let's go. Alter, let's go. Ja, yalla. Wieder da so hastig raus. Nehmen wir da noch ein bisschen Ja, Blue sorry, Green Summer. Samen und so. Schönen guten Morgen. Was soll noch gehen? Wer ist da, der Chef? Hallo? Kann man euch helfen? Wie ist dein Name, wenn ich da frage? Johnson Tom. Johnson Tom. Johnson Tom, Freund, mein Name ist Paco. Vielleicht sagt ihr Hallo, mein Paco. Name irgendetwas. Hört schon mal. Ich bin nämlich der gesetzliche Inhaber von dem Weedshop hier, wo wir tatsächlich drin sind. Den habe ich früher mal gekauft. Also ich habe das Gebäude gekauft, also das Land gekauft. Dann das alte Gebäude abgerissen und habe hier dann, das wunderschöne Gebäude dann aufgebaut. Und bin dann, habe mich dann zurückgezogen, bin, sagen wir, nennen wir es frühzeitig in die Rente. Und genau, und jetzt habe ich mir gedacht, es ist mir ein bisschen langweilig geworden, die Rente und so viel Geld ausgeben und so. Und Du hast halt dachte viele ich, komm, Ferien gemacht im Ausland, Alter. Und jetzt hat er da gedacht, da komme ich mal wieder, ich glaube, für die Familie ein bisschen in die Schweiz. genau, und das Schön. ist ein bisschen längere Zeit und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da und jetzt wollte ich fragen, so wie das läuft. Wie ist das genau abgegangen? Der hat ja nachher vom Staat den Shop müssen kaufen, nehme ich an, oder wie? Es war ja so, gewesen, ich und ein Kollege, wir sind vom PD gegangen, weil wir uns zuerst auf den Sack gegangen sind mit diesen Drecksregeln vom PD. Dann hat uns der Luca Toni gesagt, da der Shop sei zum Kaufen, ob wir Interesse hätten. Und dann gehört er niemandem wirklich. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja easy, haben wir ihn gekauft. Ja. Ja, der Luca Toni, ja, das ist tatsächlich ein Kollege von mir. Der sein Name heute schon zum zweiten Mal, mit dem müsst ihr auch noch zusammenhocken und reden. Hing ist ganz gross Paco am Boden gestanden. So. Und ich wollte fragen, habt ihr vielleicht damit zu tun, dass der dort nicht mehr am Boden steht? Oder wie ist das genau gelaufen? Nein, also wir haben den gekauft, also für keine Ahnung, 7, 8 Mio, bin nicht mehr ganz sicher. Mhm. Wir haben den gekauft, haben das einrichten lassen. Ich Ja, habe gerade wieder gekauft, das und Telefon. wir verdienen das, ich bin jetzt momentan allein, er steht jetzt momentan zum Verkauf, weil ich mache das jetzt nicht in der letzten Zeit allein und es schießt mir maximal an. Da sehen das richtig, du machst es jetzt so mehr oder weniger allein, jetzt die ganze Scheiße. Ich mache es allein. Ja, und ich kann dir sagen, ja, wow, ich habe das auch geführt. Also wir waren zu zweit gewesen, und der Kollege, aber wir hatten schon zu zweit hohen Stress gehabt, ich weiss noch. Und wir haben wirklich eine Uhr aufgebaut, was ich dir anbieten kann, ist, suchst einen Job, willst du ein bisschen arbeiten. Und dann könnten wir ein bisschen zusammen dran schon arbeiten. Ich schaue, dass ich das Projekt weiter machen kann. Sprich, ich kümmere mich, dass da außen weitergebaut wird auf dem Strand, dass meine Vision noch wahr wird. Weißt, es kommt noch ganz geile Sachen da. Und dann könnten wir so in der Partnerschaft zusammen arbeiten. Also es ist eher so, dass mein Kollege hat ja, den Staat verlassen. Und ich will den Weedshop nicht mehr. Ich habe allein und ich habe keine Lust mehr. Ich habe jetzt sicher einen Monat jetzt alles allein gekrampft. Ich habe sehr gut Geld verdient. Ich würde dir anbieten, ich gebe dir 2 Millionen. Nein, Mann. Gerade bar Nein, das- direkt auf die Hand und lass, ich bin noch nicht fertig. Und ich gebe dir noch die Option mit diesen 2 Millionen, dass du so wie meine linke Hand bist für den Shop. Also du hast immer noch weiterhin zu sagen. Du bist nicht mehr, du kannst alles machen, deine Sachen. Und ich stelle dir sogar noch ein Team zur Verfügung, wo also wir werden auch schauen, dass wir dir helfen. Aber ich kann jetzt nur mal Offerten machen lassen. Mal schauen, was sie sagen vom Preis her. Und dann überlege ich es mir, ich bin immer noch so, das Verkaufen, ich kann einfach mal eine Offerte machen lassen. Darum sage ich, es steht zum Verkauf, dass mal die Leute Bescheid wissen. Aber ob es dann definitiv verkauft wird, das sehen wir dann. Ja, weißt du, also ich sehe halt einfach so, also weißt, es ist ja nicht, es bin nicht ich gewesen, der das gezahlt hat, aber wenn er sagt, er hat da früher mit Bitcoins gezahlt, dass das sein Laden ist schon ein bisschen mies, wenn der jetzt einfach so hinter seinem Rücken in der Zeit, wo er weg ist, weggenommen wird. Er muss jetzt da noch irgendeinen Rape-Preis zahlen, dass er den Laden wieder überkommt. Dann muss er noch Geld ausgeben, dass wieder die alten Designs ankommen etc. Also ich finde, keine Ahnung.
Also was mir immer noch sagen will, ist so wie, es gibt 3 Arten, wie ich den wieder zurückhole. Und einer von denen wird sowieso gehen, wenn es muss sein, übersetze ich alle 3 Varianten. Die erste ist rechtlich, weil ich ja Bitcoin zahle. Die zweite Art ist mit ein bisschen Druck. Die dritte Art wäre ganz normal und einfach geschäftlich. Natürlich. Und natürlich probiere ich es zuerst auf die höfliche Variante und dann geht es immer ein Stück weiter. Ja, komm, gib mir mal deine Nummer. Aber eben, nichtsdestotrotz, wir werden da sicher eine Lösung finden. Und sonst eben, sobald du dann offiziell verkaufen willst, würde ich dir empfehlen, dir direkt an mich zu verkaufen, wenn schon. Es ist schon dumm, dass ich Geld ausgebe, aber ich bin so nett. Und genau, sagst du es erst mir am besten, ja, kannst du mir schreiben oder so. Und ich habe genug Geld, weißt, ich könnte auch, sagen wir, 5 Mio abdrücken, weißt du, nicht mehr locker. Und so. Und ich habe auch Kollegen, die sehr reich sind, also Geld ist nicht das Problem, sagen wir so.